Es ist die Zeit des Jahres, wo man selbst auf der SFF ein bisschen mit den Muskeln spielt. Die Maisfelder werden für die Futterversorgung vom Vieh isoliert. In der Häckslerkabine nimmt traditionell eine SFF-Führungsperson Platz. Als Projektleiter bei der GVS Agrar AG betreue ich ja das Projekt Future Farm. Und da ist auch immer wichtig, die Abläufe zu unterstützen. Und auch selber, ich meine, Theorie ist gut und recht, aber wirkliche Erfahrung kann man nur mit der Praxis sammeln. Da weiß man auch, wovon man spricht. Und da bin ich immer gerne da und unterstütze das Team als Katana-Fahrer. Aber nicht nur die Landmaschinenler sind jetzt in Däniken gut vertreten. Die verschiedenen Versuche bringen auch die Pflanzenbauer für Auswertungen auf die erntebereiten Äcker. Neben den Fachleuten vom Arenenberg kann man Ackerbau-Spezialisten aus Amerika und Dänemark vom Landmaschinenhersteller ECO beobachten, die für ihr Crop-Tour-Programm Auswertungen vornehmen. Wir betreiben die Forschung in der ganzen Welt. Wir wollen lernen zu verstehen, wie das unsere Maschinen zum Beispiel durch verschiedene Einstellungen die Pflanzenproduktion verbessern können. Da sind wir gerade in den Zuckerrüben. Zuckerrüben sind für Westeuropa sehr wichtig. Sie sind auch für diesen Teil der Schweiz von grosser Bedeutung. Wir wollen besser verstehen lernen, ob es hier Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir sehen auch den Preisdruck und darum suchen wir für die Bauern Wege, um die Rendite zu verbessern. Dabei haben die 3 SFF-Partner dieses Jahr in den Zuckerrüben auf 54 Streifenversuche Optimierungsmöglichkeiten der Jugendentwicklung gesucht. In verschiedenen Kombinationen sind die Auswirkungen von unterschiedlichen Schardruckeinstellungen, Ablagetiefen und der Einsatz von Flüssigdünger geprüft worden. Was wir hier dieses Jahr herausgefunden haben, ist, dass die optimale Saattiefe bei 4 cm liegt. Wir haben den schnellsten Auflauf und den höchsten Pflanzenbestand feststellen. Diese Saattiefe hat auch auf einem weiteren Versuch von der SFF Vorteil gebracht. Da ist es darum gegangen, herauszufinden, wie viel die Trauben vertragen mit der mechanischen Unkrautbekämpfung. Dazu hat man extra nach dem Getreide nochmal Zuckerrüben angesagt. Blindstriegeln funktioniert. Also da muss man vorsichtig fahren, mit dem Trefferstriegel richtig einstellen. Es ist eine knuffelige Sache. Wenn man auf 2 cm tief sagt, dann können wir die Pille verschieben. Wenn man auf 4 cm tief sagt und 2 cm tief striegeln, dann funktioniert es. Der Versuch ist an den Farmtagen aufmerksam vom Publikum verfolgt worden. Ebenfalls erkenntnisreich und für viele mit überraschendem Ergebnis. Mit welcher Bodenbearbeitung kann Ausfallraps effektiv zum Keimen gebracht werden? Und da war deutlich zu sehen, dass die tieferen Varianten nicht die besseren sind. Die bringen zwar das positive Gefühl, dass die Oberfläche schwarz ist, aber wenn ich jetzt den Rapsauflauf vergleiche, wo wir mit der Messerwalze Solo oder in Verbindung mit einer Scheibenecke flach 4-mal so viele Pflanzen aufgelaufen sind wie im Vergleich zur tiefen Bearbeitung. Auf 8 weitere Posten hat man sich neben den Pflanzenbauthemen zum Beispiel mit den Weiterentwicklungen von GPS-Technologien und Denkanstößen über bodenschonende Bewirtschaftungsmöglichkeiten befasst. Und natürlich hat auch der Spass nicht fehlen. Nach den Farmtagen trifft Anfang Oktober der Rübenroder auf der SFF ein. Die Versuchsanlage wird geerntet. Wenn der Rübenroder kommt, wird dann jeder Versuchsstreifen wird separat auf einen Anhänger verladen oder mehrere Anhänger und dann auf die Brückenwaage gefahren, bei uns hier auf dem Betrieb Swiss Future Farm. Dann wird das Gewicht, Frischmasse wird notiert und wir haben da das erste Ergebnis, dass wir die Frischmasse der unterschiedlichen Versuchsstreifen schon mal vergleichen können. Gleichzeitig ziehen wir dann bei der Rodung für jeden Versuchsstreifen eine Probe für die Laboranalyse. Das sind dann meistens so 20 bis 30 Rüben, die abgesackt werden und dann zur Laboranalyse in die Zuckerfabrik gehen. Tönt alles logisch. Doch eben, dahinter steckt viel Planungsarbeit. Ja, also da haben wir uns jetzt halt bewusst auch viel vorgenommen. Wir wollen möglichst viel aus diesem Versuch herausholen. Schon in der ganzen Planung haben wir geschaut, dass wir das Design anbringen mit verschiedenen Blöcken, oder? Dass wir einerseits Bodeneffekt
ausrechnen und dann in diesen Blöcken dann jeweils Wiederholungen drin gehabt, 15 Stück. Das heisst, eine riesige Anzahl von Streifen, die hier gesagt worden sind. Und das braucht natürlich dann vor dem Ernten halt eine Koordinationsarbeit, dass man dann beim Ernten weiss, wie das muss ja zügig gehen, der Rüber oder der Fahrer ist im Stress, der muss noch an andere Orte hin, dass man dort dann wirklich gerade sieht, an welchem Punkt sind wir jetzt, welchen Streifen ernten wir. Man merkt es, im zweiten Betriebsjahr der SFF läuft einiges schon routinierter ab. Wir haben in diesem Jahr gesehen, man lernt da dazu, man wird professioneller und es lief alles ziemlich in einem Fluss und jeder wusste, was er zu tun hatte und wir haben uns da auch bei den unterschiedlichen Aufgaben abwechseln können. Also das haben wir basierend auf den Erfahrungen im letzten Jahr, haben wir das im Vorfeld gut vorplanen und organisieren können, sodass das doch alles sehr glatt gegangen ist, obwohl das auf so einem randomisierten Versuchsplot mit 3 Blöcken und 45 verschiedenen Versuchsstreifen ja doch erstmal recht aufwendig klingt, aber das ist doch gut gelaufen. Die vollständigen Resultate können demnächst auf der Webseite der Swiss Future Farm eingesehen werden.